Dat fijne kleid. Zeg mama mee, dat fijne kleid, het dat die papa kocht? Ik heb dat bis vandaag geloofd. Wenn ik tevreden word altijd met dat wat ik van papa kreeg, mijn leut, dan kem ik niet ans weet. Dan ging mi wane leige, dan he ik niet mal die. Nix. Do ben, vroeg de polier, wat mekst du just für zaken? Do benarts, nix. Bij ditheid weer. Goed, wenn du damit fertig bist, dann lot uns Feierabend maken. De goede raad. Katinka gaat naar een dokter hin. Ze het zou plakken op de Haut. Und ihr Gesicht sind schurf und kursten. Sie sagt, mein Gott, wat sei ich oud. Und schrin, Doktor. Deut mir dat. Und Juckenbolle aller Wegen. Ich kreeg de Döppe kaum noch up. Mir ist ja John Rat gelegen. Der Doktor kickt sich alles an. Gesicht und Nacken, Brust und Hals und Sachen. Mein Leutgen allenfalls kann man mit Salven mal probieren. Mein Bieterhölp zweimal an Dach rasieren. Ich mei, Katinka fuchtig reib. So hab ich dat nicht meinen. Nein, sagt Dr. Haas, nicht do, Katinka, hi. Rambo. Man hat den besten Bullen gekauft für 16.000 Mark. Mein Bauer Wilms was nicht durchfrieren. Hij meint, de Bulle wär nicht stark genug für seine vielen Köge und reibt den Tierarzt 100 Mark. Der Doktor sagt, dat kriegt wir hin. Ich hef ne gute Medizin. 8 Tage later, saß mal sein, mach Rambo Köge gerne lehn. Et hat nicht mal ne Week gedauert, bis dat der Bulle was aus Rand und Band. Hij deed auch weer seine Pflichten. Nicht blaut de Bauer, der sich freuen, dat Rambo wär was kurant. Wat was dat blaut für'n Wundermittel, wohl wie Norbert Ballmanns Fritz? Genau weet ich dat nicht, sagt Wilms. Et schmeckt zum Bitken no Lakritz. Sexualkunde. An Freitagmittag, letzte Stunde, de 6. Klasse Sexualkunde. Da sagt der Lehrerin Meta Mikuleit, ich glaube Kinder, et is Tate, dat wir nur Schluss machen für diese Wirke. Und stört mich längst nicht in der Birke. Da use interessante Thema bring ich jo mit ein schönes Schema, so mocht deib jappen in den nächsten Tagen. Het noch wecker in der Frage, dat hab ich gern. Erst mechst du's Blagen richtig an, reibt Fritzken Fock, und do bis morgen dann. Dat flotte Triesken. In Durb weit Jan und Mann beschreit, dat Tries, dat junge Bauernleu, sau Faken mit dem Manslö fleiert. Dat hongt denn auch Herr Omto weet. Hij sagt vor ihr, mein leibet Kind, et löt mich keine Ruhe finden. Wat glöfst du, wat du wirst verdeinen mit deine vielen groven Sünden? Doch sagt dat Leutgen dreist und fix, gleif mir dat Herr Pastauer, od Geld mag ich mir nix. Verwünnert. Ich mot vandaag die mein Leut mal ganz wat Scheuns vertellen. Sag Mama, du je Tochter Lies, welche knapp 15 Jahre alt ist. Mein Papa will noch gar nicht leiben. Dat kann nicht möglich sein, reib hei. Du merkst mal, wer unweis Wind. Aber fragen daut mir Lies, ich krieg ein Kind. Wo kannst du, Mama, kannst du, blaut?
Lies biefer an alle knurken, wo du doch gistern born ist, dat Schmolke mi verboren ist. Der Unterscheid. Der Geldbriefdreher kam op den Hof und fragt Karl Lübke nordwies, komm Jüngsken, da mir den gefallen und sag mir, wo jo Vater ist. Huse Pappel in Schwänestall, de beste Mutterkeit is dort. Und dat du ein Lichter finden kannst, hij drechen dunkelgrünen Haut. De Verlorung, wat ne Verlorung wär, wohl Fritzken wieten. Kannst du mi Papa dat wohl sagen? Da fängt der alle Beine an zu sturtern und mach es warne überlegen. Verlorung ist, wenn ich mir dat bedenke, es fällt mir schwer darüber können. Ich heft, wenn ich die Weihnachten ein Fahrrad schenke und Austern drafst damit es feuern, dat was nicht lieb für Fritzken zu begreifen. Der lange Fastentee, da hei dat Tischke noch, bis hei ob morgen klauken Infall ha. Bitgen klingeln, Papa, Draffensieger doch. De Teingebaute. Kaubs dünnes Fahrrad was verschwunden. Hij han Wahn vernehn in Balge und Schan und Zoch und Flaug und Bölke. Wenn ich die krieg, war die men, du Kanaille. Da drap hij fredags den Pastauer, vertal den Ärger ihm und sag, wo wär dat denn, Herr Ohm, wenn je wohl Sonntag und auch Sorterdach über de Teingebaute prieget, besonders über das 7. gebaut. Wo de Spitzbaube de Priege hört, vielleicht schlötzt in Gewieten dann und krieg ein Naut. 3 Wochen later socht der Herr Pastauer Kaubstönne weher mit sen Rittgen feuern. Halt, Tönne, reib stell jems af, ich mut auf Schlaut wohl mit de Köern. De Priege durch mit uns, het wohl gut anschlagen. Ganz best, Pastauer, reibt der junge Mann. Kaum dat je Wörn mit 60 gebaut durchgange, doch fall mi forts in, wo mein Rettgen stand. De Vergleich. Seit 2000 Jahr et dat Christentum gif, sagt Fernand, welcher ist Wirskop bekannt. Was hätt sich denn bittert auf diese Welt, in Echten und auch in Useland? Da was hij an Verkatten geraten bei unserem Pastauer, der wässern kann. Millionen Jahr et al Water gif Fernand. Und no kijk die den Hals mal an. Warum de Pastauer nicht in den Himmel kam. In Dorpe war's Trauer. 2 Mannsle würden Sturm. Du erst ging dauter alle Pastauer und anderndags auch noch Busfahrer Brand. Und kein Kraft, welcher beide nicht kannt. Und als beide bei Petrus ankämen der Burben, da sagte Pastauer, du kommst mir just recht. Us verhalt nämlich gneidigen Höllenknecht. Was Luzifer ist, da has ich verdorn und gestern Verkattendöbel daut schlagen. Und zwar uns den groven Band o de Schmähe, und dat, wo so rar sind, so starke Löhe. Dat könnt wir nicht alle Tage verknappen. No kijk mal, wat de Döbelkes sind all an Jappen. Ich leif de Peiter, du hast die verdorn. Maar liever zal ik in de Hölle nicht gaan. Ich dacht, du hast mir in den Himmel anmeldet. Du weißt doch selbst, mein Kollektengeld hef afliefert immer ob Daler und Pennig. Auch Biert für meine Schöpkes hef ich nicht wenig. Und kneppt nicht mit Weihrauch, wenn Lurfgesang und Priegen hef gehollen, faken duldlang. Use Leibe her, sagt Petrus, der Jod zwei ganz best kennt, der hätt so sein eigen Riekenpatent. Und irms hätt mei noch wieten laten, da deine Riegnung ihm nicht so best. Wer was söfs
sich sau prahlt, der käm nicht du nicht mal du lässt. Für die käm branchiert durch die Himmelsporten. Da stand noch Herr Ohm, von seinen Herrgott verlauten, Spichalle und Gift, und er kann sich nicht wehren. Soll ich selbst auch noch beuten dat hölschke Feuer an Stier von dat Schinnhaus de Busfahrer brand, wo weit und seht sind Rasen bekannt? Erst kurzens hätte er Stinner von Fahrrad rieten und dat Lug in den Kopf von Kamps Fritz upgebieten. Und ich hef nicht mal ne Katte wat dorn, ob de Schaulblaren blaut, wenn's sich launte, drüb schlaun. Ob de Ehre, du hast du vielleicht ja wohl recht, sagt Petrus. Aber Herr Burben ist süke Rechnung schlecht. Ich soll die verklören, warum de leive Herr Ment dat branchiert und nicht do sich den Himmel verdent. So faken du Präges, schlaubt alle Löhe in. Und Schlauben in der Kirche bringt bloßen Herrn kein Gewinn. Wenn Hirt aber mit seinem Bus hätte Kurven genommen, sind alle Löhe forts an Birnen gekommen. Das Geheimnis. De scheuneres Vita kam just van Direktor. Und ihre Laune ist ganz allerbest. Wenn ihr Kollege ist düchtig an Knurren. Was ist mit jo beiden im Wehr all West? Gehaltserhöhung all Freudesmuren? Ich frag mich, was meckst du da immer? Ja, davon ist du Wilm kein Schimmer. Sei Chnese und Spötzk magst du auch noch ein Knicks. Selbst wenn du et wieten des, hölptet die nix. Junsträke, hei dachet würden leigen Traum, doch satten doch zwei junge Löhe in seinen Augen Kirsenbaum. Et haal du doch de grote Röhe, reit Bauer Tönnefoss. Wocht es, wenn je seht unten, und dauert auch 3 Stunden, dann mag ich Cäsar los. Wer daut nicht Kirsten klauen, bölk Burbens Kampmanns Jupp, wer hangt se wer up? Daut und Lieben, oder de verkneuchte Witfrau. Herr Doktor, ich hef in mein Leif so'n Kneten und Manxen ist mit so Quantumaute. Aber ich kann noch gar nicht begreifen, während dat ich noch sind so gut auf Faute. Der Doktor gaf sich an Lustern und Feulen, in der Dirme hei de Winne heulen und sagt, dat eine drüber nicht verkehrten, sau Quant sein, dat kümmt nicht immer von Irten. No sagt mich Frau Voskamp, sind ihr wohl über de Tate? Ja, ich leif so ein paar Tage, Doktor. Meint ihr et wär so weit? So ganz ich der noch nicht leiven kann. Während dat knapp 1 Jahr is es daute jo Mann. Dat stimmt dir wohl, Doktor. Men eins will ich sagen noch. Aber ich lebe noch. Chinesisch Glück und platt. Wost du einen Dach mal glücklich sein, dann sobt die voll und bleib allein. Wost du ne Wirke glücklich sein, dann schlacht die Männer hurdet Schwein. Wost du ein Jahr lang glücklich sein, dann heira ein Leutgen fein. Söchst du für immer Glück ob Ehren, musst du am besten Hörner werden. Norhaxel, men durch mi hätt man auch beliewet, dat Ehelöhe, bis dat einer stirbt, ganz glücklich noch zusammen sind und faken auch de Sonne schinnt.